Das ist auch sehr interessant von der Kölnischen Rundschau vom 20. Juni 1968. Ein Butz, 10 Pence und 28 Enkelchen. Auf demselben Spielplatz tobten in den 60er Jahren auch René, Ilja und Kai Engel. Vater Tommy hat sie mit der Kamera beobachtet. Also, ich bin der Tommy. Ich bin sozusagen der Sänger der Gruppe. Ich habe Schornsteinfeger gelernt, also Kaminkehrer. Die habe ich aber nachher abgebrochen, weil das ging auch gesundheitlich nicht. Und da hatte ich auch keinen großen Bock zu eigentlich. Mein Vater hat mich da damals in eine Lehre gesteckt und hatte so einen Deal mit so einem Bezirks-Schornsteinfegermeister und hat mich dann in die Lehre gesteckt. Time after time, you refuse to even listen. Vater und Söhne heute. Also es gab Zeiten, da war etwas mehr da, wenn er mal Urlaub hatte, klar. Aber er war auch Zeiten, Karneval zum Beispiel ist ja ein ganz anderer Ablauf als normale Leute, die halt sagen, Karnevalzentrale, die... Ja, die Zeit halt, war auch stressig, ne, für ihn, ne. Und dann auch noch Kinder und so und boah, hier bis 2 Uhr. Naja, aber ich glaube, lange schlafen, ich weiß das ja auch. Wir sind tagsüber zur Schule gegangen, ich bin jetzt auch so ein Ding und dann halt nur nach Hause war er meistens halt so, dann war er meistens unterwegs. Und halt nachts halt, wenn wir im Bett lagen, dann kam er halt dann, je nachdem wie lange die Sitzungen halt, wo er damals im Karneval noch gewesen ist. Von da hat man sich ja schon, das haben wir so gerade in der Karnevalzeit weniger gesehen. Also da ging teilweise schon so mit Zettel teilweise, ich weiß gesagt, so ein paar Sachen halt, also wirklich ganz selten gesehen. Ich kann mich mal an eine Szene erinnern, das ist immer, wenn du 3 nach Hause kamst, ne, die dann so irgendeine Aufnahme dabei hattest. Monsieur Leon! Papa? Nee, Recke, im Bett direkt um den Walkman, direkt so aus dem Walkman auf mit Glatze. Ja, immer schön drauf, schön auf, also richtig quälen. Das ist schon so ein Rums und dann... Platte ist fertig. Ach ja, das ist doch klasse. Aber auch einmal, also ich muss sagen, er war auch da. Doch. Ja, aufgefallen. Viel unternommen. Er ist aufgefallen. Also schon mal manchmal bemerkt. Also, Die Engelbande probiert für Schnieke Prunz. Wenn man nichts mehr fühlt, wenn man nichts mehr fühlt, wenn man ja nichts mehr fühlt, jeden Tag, da drücke ich die Fehler. Was ist los? Ich fühle mich so wie eine Isel. Was ist los? Ich sitze hier mit dem stiefen Nacken. Neben mir, da ist es wie so ein Knacke. Und will man grad komplett gerade, geht so auf die Tür und dann steht sie
ist ja der Oma, die schanken so in mir. Ja, das ist wichtiger als Geld. Geht's gut. Die sehen relativ gut genährt aus. So wie wir. Das sollten wir auch mal reinkriegen. Ach ja. Ja, gehen wir weiter zum Platz, wa? Ja. Okay. Das siehst du gut aus. Steht so gut, hast du dich gekauft. Madame, gute Rennen. Sag mein Lieber, sag Liebe. Sag Liebe Schatz. Der Garten schon fertig. Ja. Von seinen Geschwistern steht ihm Hanni, die älteste, die im belgischen Dolin lebt, am nächsten. Als Kind verbrachte er oft die Sommerferien bei Hanni. Er besucht sie häufig. Sohn Kai und Enkelkind Marvin begleiten ihn. Die Familie ist für Tommy Engel das Wichtigste. So gute Haare. Oh, das finde ich so schön. Junge, hast du Hunger? Schon Fleischsuppe gemacht? Kaffee würde ich gerne. Ja, den kriegst du. Ja. Der ist schon Fleischsuppe gemacht. Moment. Jede Menge. Ach, Lara. Das ist ein neuer, ne? Ach ja, stimmt ja auch. Ja, Lara. Der eine war schon alt. Ja. Nee. Ein kleiner Hund. Ach, Hanni, wir haben eine neue Wohnung. Was hast du? Neue Wohnung. Durch Papa? Durch Ja. Papa? Nee, das ist ja. Ja, wenn der Vater nicht hätte, nee. Nee, da hast du. Marlene hat doch Putzjahr. Ja, ja. Ja, ihn ist ja selber auch. Da wollen wir eine gute Nachricht. Bist du froh, nee? Haben wir gerade vor. Martin, hör mal, was ist das? Dann sagen die da oben, was wäre zum Spielen? Ja, schön. Das ist dann. Oh. Die kommen mich wagen.